So, 3, 2, 1, Action, Synchronisation läuft. Ja, hallo und herzlich willkommen. Es freut mich, euch alle begrüßen zu dürfen. Wir sind nämlich hier auf unserem neuen Kanal Weltenspielen. Falls jemand schon mal einen Battle Report gesehen hat oder ein Warhammer-Video mit dem Kanalnamen Weltenspiel, kann das gut sein, weil ich auf meinem alten Kanal das mal gestartet habe und jetzt haben wir gedacht, beginnen wir neu. Jetzt kommen sie wirklich. Genau, jetzt hoffentlich wirklich. Und es ist auch perfektes Timing, nicht wahr? Ja, 9. Edition steht gerade von der Teuer. Ja, das ist perfekt. Ich bin gehypt. Ja, ich auch. Ja, sonst, was es hier auf dem Kanal gibt, werdet ihr mit der Zeit herausfinden. Wir wissen es auch noch nicht so genau. Hauptsächlich Warhammer. Lustige Sachen. Genau. Hoffentlich. Ja, wir versuchen möglichst viele Spiele zu spielen. Ja. Ja, und da es sehr viele Spiele gibt in unterschiedlichen Medien, denke ich, wird das schon ziemlich lustig werden. Wird Genau. sicher unterhaltsam. Ja, ich bin Colin, das ist William. Freuen uns, euch auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. So, 9. Edition. Ja. Freust du dich? Nein, natürlich. Ja, ich auch nicht. Ich wollte doch unbedingt noch mal all diese Broken Listen spielen. Ja, natürlich. Ich muss sagen, 7. Edition war gegen Ende ja richtig angenehm. Meine ganze Armee ist halb gratis. Ja, Tönt fair. immerhin ist die 8. Edition jetzt nicht so schlimm wie die 7. gegen Ende. Außer, dass ich, wenn ich meine Marines bringen wollte, immer alle gesagt haben, du spielst Marines. Power Gamer. Ja, es hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht. Aber darum muss ich sagen, das, was ich von der 9. bis jetzt gesehen habe, Das klingt Tönt viel gut. Ja, ich freue mich auch ziemlich. tut wirklich alles gut. Ja, und damit ihr euch auch ein wenig freut und genauso hyped seid wie wir, zeigen wir euch unsere Top 3 Dinge, die wir bisher wissen Ja. über die 9. Edition. Was die 3 Dinge sind, werdet ihr gleich erfahren. Fangen wir mit Gelände-Size. Geländegröße, nein, nicht Gelände. Geländesize, ja natürlich. Wir haben 2 von den 3 Dingen sind Gelände und die Spielfeldgröße. Genau, beginnen Und, wir mit der Spielfeldgröße. Das Unterscheiden ist schwierig, wie man sieht. Ja, Die Spielfeldgröße. Wir Viele mögen es ja nicht, mit dem, Genau. dass die Matten hier nicht mehr wir haben hier brauchbar noch eine sind. alte Battlemap. Aber ich meine, da musst du ja nicht... C604, nein. 72 mal 48 Zoll, also Genau. 6 mal 4. Ja, das ist, ja, wie du schon gesagt hast, viele mögen das nicht. Und ich muss sagen, das ist auch der größte Kritikpunkt, was etwas daran stört, dass all die alten Battle Maps nicht mehr passen. Aber man kann es einfach ausstecken oder wenn man Genau. will, kann man es sich ja auch einzeichnen auf der Matte. Ja, und wenn man das nicht mag, kann man sie sogar schneiden. Ich denke, das ist Ja. nicht so schwierig für eine Battle. Würde ich jetzt so nicht. Probiert es nicht aus, nicht weil ich es gesagt habe. Vanguard-Taktik, kennst du? Auch egal. Der Ja. hat ein cooles Video hochgeladen mit, er hat so ein bisschen Filz und dann hat er einfach Filzstreifen und die kleben halt so ein bisschen. Das funktioniert auch sehr genau. gut. Scheinbar sehr gut. Einen Tisch habt, der genauso groß ist. Ihr habt Man etwas hat mehr Platz. nebendran. Genau, man kann mal seine toten Modelle, seine Reservemodelle Oder man der würfelt Reserve. auf der Seite. Auch sehr Genau. gut. Ja, wie das Ganze wirklich aussieht, im Vergleich zur klassischen Battle Map, zur ursprünglichen, sehen werdet wir ihr dann noch. nachher kurz sehen. Das werden wir reinschneiden. Ja. Wir stecken das ab und zeigen euch das. Genau, aber wieso ist jetzt eigentlich die neue Size toll? Also, Ja, es hilft halt so Kack-Artillerieeinheiten, dass sie ein bisschen mehr schauen müssen, was sie machen. Ich kann nicht einfach meine 12 imperiale Garde-Artilleriepanzer irgendwo hier hinten an den Rand stellen und dann kann der nichts machen dagegen. Die sind halt doch noch nahe. genau. Ja, vor allem so, wenn man, was ist das, Spearhead, wo Ja, über die lange Kante, also über die kurze Kante wird aufgestellt und das, wo man halt eine richtig tiefe Aufstellungszone hat und sich einfach das Zeug nach hinten stellen kann. stellt euch vor, ihr habt eine Thunderfire Cannon, wenn ihr das Feld habt, hier oben im Ecken. Genau, und der Gegner spielt Custodes. Ha, lustig. Ja, die Thunderfire Cannon macht vielleicht nicht so viel Schaden. 6 Züge später bin ich da und hab verloren. Genau. Oder die Alternative ist, schicke ich meine teuren Bikes da hoch. Nee, die überleben das sowieso nicht. Ja, vermutlich nicht. Aber ja, ich meine, Ihr wisst, was wir meinen. genau, es gibt ein wenig mehr Möglichkeiten für Einheiten, die bisher nicht so oft gespielt wurden. Zu lahme Einheiten. Genau. Es hilft einer Armee, die nicht so schnell ist,
was Ja. mir wirklich gefällt. Finde ich auch. Es legt das Ganze auch mehr ins Zentrum. Also, Und weil dazu alles gerade mehr noch, was ich auch finde, man merkt, dass sie es kleiner gemacht haben. Sie haben jetzt auch die Züge auf 5 begrenzt, das haben sie Genau. im Artikel verzeiht. Und das macht halt auch einen Unterschied. Wenn du jetzt 7 Züge hast, kommst du mal nach hinten. Aber in 5 Zügen komme ich nicht auf 72 Zoll nach ganz hinten. Genau. Ja, Gefällt mir. finde ich auch sehr gut. Ich finde, es gibt sogar ein wenig mehr Taktik im Spiel. Ja. Weil vor allem jetzt auch Schuss- oder Castle-Armeen, Ein bisschen Problem. ja, sie müssen sich überlegen, so. Kein Vielleicht Abwehrfeuer für gratis. schicke ich diesen Panzer nach vorne, um vielleicht den Gegner da anzunehmen, um die anderen Panzer zu schützen. Es ist ein wenig auch mehr ein Trading. Ja. Das finde ich auch toll. Also, und was ich halt auch wirklich wichtig finde, so jetzt gerade an einer kleineren Table Size, dass sie sagen, wie viel Gelände man draufstellen soll. ja. Da haben sie auch schon ein paar Bilder. Das ist jetzt so, ja natürlich bei ITC hast du es vorgegeben und so, aber wenn du mal irgendwo so ein kleineres Turnier gehst oder so, Ja. je nach Armee, sagen wir mal, ich spiele Farside Enclave und da hat so keine hohen Ruinen, wo ich wirklich was hinten dran verstecken kann. Da muss Ja. ich das Spiel nicht spielen. Das Es ist einfach gelaufen. Dafür, wenn es dann wirklich einfach nur Häuser da hat, dann macht es für den anderen auch keinen Spaß, weil der kann nie schießen. Ja. Ja. Finde ich auch. Die Vorgaben erleichtern das Ganze. Klarifizieren das Ganze. Ja, auch. klarifizieren, genau. Macht das Ganze auch ein wenig einheitlicher, was auch immer gut ist. Man kann seine Armee etwas vorbereiten, auf was kommen wird. Ja, das finde ich gut. Genau. Wie gehen das wir Ganze aussieht, werdet ihr jetzt sehen. Wir haben jetzt hier mal das Board mal so aufgestellt, wie es für 2000 Punkte ist. Ich versuche mir hier eine ganze Übersicht. Ihr seht es mit den grünen Würfeln. Und zwar fällt auf der linken Seite jetzt hier in unserem Beispiel 12 Zoll weg. Und hier sind es 6 Zoll. 4. Das ist nicht sehr viel auf die Breite. In der Länge sind es schon etwas. Ihr seht auch. Finde ich aber auch gut. Die Länge war nämlich das Problem. Genau. Wir haben jetzt hier wirklich weniger Tiefe, wenn man so. Ja, Du verlierst halt 6 Zoll, oder? genau. In deiner Aufstellungszone. Ja, die Armeen sind ja immer noch gleich weit auseinander meistens. Genau, und jetzt zeigen wir euch noch das für 1000 Punkte. So, hier haben wir jetzt noch die 1000 Punkte und 500 Punkte Variante aufgestellt. Die ist genau halb so groß wie jetzt das zweite 1000 Punkte Spiel. Hier mit den weißen Würfeln schön markiert. Dann wäre zum Beispiel das hier ein Feld. Ja, die ist dann 30 auf 44. Genau. Ja. Ja, das wären 2 Kill-Team-Boards, das ist etwas so in der Mitte eins und ja. Ja, ist schon klein. Wir haben noch nie darauf gespielt, aber ich bin sehr gespannt drauf. Genau, und hier haben wir noch den Vergleich mit dem Kill-Team-Board. Genau, die Hälfte. Ja, und die sind wirklich schön, finde ich. Und wenn ihr die noch herumliegen habt, jetzt könnt ihr sie auch für normales 40k verwenden und braucht nicht mehr Killteam zu spielen darauf. Spielt ihr eigentlich noch Killteam? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. So, dann gehen wir doch mal zum zweiten über, was Punkt uns Nummer 2. interessiert an der neuen Edition, das Army Building. Genau. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, gerade mich als Mono-Spieler, ich spiele wenn dann Mono und auch dann Mono, weil irgendwie, ich fand immer, wenn ich Mono gespielt habe, jetzt gerade mal als Marine-Spieler, haha, meine Listen sahen meistens aus einem Battalion und Gilliman. Und dann habe ich halt schon durch Gilliman 3 mehr, aber ich hatte so 11. Ja. Ich meine, ist nicht schlecht, weil dann gibt es wahrscheinlich noch einen aus für Warlord Trade, vielleicht noch für einen Relic. Ja, dann sind es nicht mehr 11, dann sind es vielleicht noch 9. Dann Genau. musst du dich mal neu umpositionieren, dann sind es noch 6 zum Start. Und das ist dann, ein bisschen wenig. Ich verstehe natürlich auch die andere Seite, die jetzt irgendwie mit 18 angefangen haben, aber irgendwie war das für mich nie der Sinn am Ganzen. Ja. So, noch kurz, wie das neue Army Building funktioniert, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Ihr startet jetzt mit Base einer Menge an Command-Punkten. Ja. Zum Bei Beispiel 2000 Punkten mit 12. Genau. Und ihr müsst Punkte ausgeben für ein Battalion oder was auch immer. Zum Beispiel ein Battalion kostet 3 Kommandopunkte. Wenn aber der Warlord drin ist, bekommt man es zurück. Genau. Das Aber heißt, auch nur bei den Battalions, den Patrols und den Brigade. Ja. Ja, das Ziel ist es, so wie es so momentan hört, dass man ein
Detachment spielt. Ja, vielleicht noch ein zweites, wenn man etwas unbedingt braucht. Jetzt vielleicht zum Beispiel Astra Militarum, die brauchen vielleicht ein bisschen mehr Heavy Support, je nachdem. Oder die spielen vielleicht gerade ein Brigade. Genau. Das hat auch Tabletop Tactics ganz gut erklärt, dass man jetzt eigentlich zahlt, dass man seine mehr Schwächen ausgeben kann von der Armee. Genau, das ist, finde ich, ein ganz gutes Konzept. Und macht auch Sinn, so wie das erklärt wird. Ich finde, das ist auch viel fairer irgendwie und eben, es macht Sinn. Ja. Wenn das ist ein Battalion ist eine kohärente kleine Gruppe, die angreift. Da hat es nicht nochmal ein Battalion von irgendeiner anderen Fraktion dabei und nochmal eins. Und irgendwie sind die strategisch besser dran. Hä? Macht nicht so Sinn. Drum finde ich, das gefällt mir das Neue. Ja, und wenn man ja auch schaut, jetzt eigentlich die meisten Listen, die gegen, oder allgemein Listen, die in der 8. aufgekommen sind, auch, ja. haben nie nur ein Detachment gespielt. Ja, nein, weil du hattest zu wenig Kommando. Ja, das stimmt. Jetzt ist es auch so, dass jede Armee mit der gleichen Anzahl Kommandopunkte startet. Genau. Oder starten kann. Weil Genau, starten. Ich finde das eigentlich besser als so, wie es GW immer formuliert. Alle haben immer gleich viel. Nicht wirklich. Alle könnten gleich viel haben. Und jetzt können wirklich alle mit der gleichen Anzahl starten. Und jetzt sind auch Charaktere, die Kommandopunkte geben, etwas Spezielles rein. Ich meine, Gilliman, wenn ich jetzt mit 15 starte, ist schon nicht schlecht. Ja, weil wenig Armeen können das. Zudem haben wir ja noch gerade das neue Supreme Command ist jetzt anders, haben sie gesagt. Das ist jetzt nur noch so irgendwie ein Hauptkommando wie eben Gilliman. Und der macht dann, wenn er der Warlord ist, macht er dafür noch ein anderes Detachment gratis. Also wieder von den Patrol Battalion und Brigade. Genau, das heißt, man kann Magnus gehört auch dazu, Mortarion, Gilliman. Ja, und ich bin wirklich gespannt, wie oft andere Detachments genommen werden. Ich bin auch gespannt, ob sich das lohnt, dann nochmal 3 auszugeben für noch ein Detachment. Ja. Oder ob du lieber, ich meine, wenn wir es jetzt mal so sehen, 3 Kommandopunkte, was 3 mal einen Würfelwurf wiederholen? Ich denke, da lohnt sich dann nochmal ein Battalion wahrscheinlich schon. Ja, teilweise habe ich auch irgendwie vielleicht ein extra Relic, extra Warlord Raid, dann ein Pre-Game Stratagem, dann ist man schnell auf 3. Ja. Und ein Patrol kostet ja nur 2 vielleicht. Ja, genau. Vielleicht braucht man hier nur bestimmte Patrol hat Einheiten. ihr doch nur bis 2 von allem, oder? Ich glaube ja. Außer Trupps, die haben glaube ich 3. Ja, das ist 1 bis 3 gehabt. Ja. Das ist halt nicht wenig. Ich meine, also vor allem, wenn man ein bisschen eine ausgeglichenere Armee hat. Ja, genau. Und was auch toll ist, jetzt beim Sammeln muss man nicht immer, wenn man eine andere Armee Airline will, 3-mal Troop Choices haben. Oh ja. Genau. Aber dann würde ich sagen, gehen wir noch zum dritten, oder? Ja, und wenn ihr dran bleibt, haben wir am Schluss noch etwas Kleines. Ja, ja. Einen kleinen Punkt, der auch noch sehr toll sein wird für die neue Edition. Gut. Ja, dann kommen wir zu Missionen. Punkt Nummer 3. Ja. Missionen. Über das Thema haben wir jetzt noch nicht geredet. Vielleicht ist das auch ein zweiter Take, aber Ich glaube, das ist der erste Take. ja, habe ich auch das Gefühl. Genau, Missionen wurden ja ein bisschen etwas gezeigt. Ich glaube, ein paar der Secondaries und ein paar der Primärmissionen. Es gibt jetzt immer eine Primärmission und eine Secondary. die 3, die Jeweils man wählen kann. Kann man 45 Punkte machen für die Primär und 15 pro Sekundär, also auch 45. Das heißt, Primär und Sekundär sind gleichwertig, also die 3 Sekundären zusammen. Gefällt mir. Finde ich auch gut. Geht halt Richtung ITC und nicht mehr das mit den Karten. Ich bin zwar nicht sicher, vielleicht kommt das mit den Karten wieder, weil das waren jetzt alles Eternal War Missionen. Das stimmt. Ja, was passiert mit dem Master? Das Gibt es wieder Master? Gibt es keinen Master? Werden wir sehen. Ja, ich wäre mit beiden zufrieden. Ja? Ich mag's nicht. Für mal so ein wirklich Fun-Game, das Master Absolut. sehr lustig. Für ein lustiges Double-Turnier? Ja. Für ein kompetitives Turnier? Nein, bitte nicht. Ja, ist schwierig, Master. Ja. Fangen wir bei den Primärmissionen an, würde ich mal sagen. Ja, das noch, was auch toll ist, dass auch hier GB an einer Vereinheitlichung arbeitet und zum Beispiel mit ITC zusammengearbeitet hat, was mich sehr begrüßt. Das merkt man auch. Was mir da noch auffällt, pro Mission ist die Aufstellungszone und die Missionszielmarkerplatzierung festgelegt. Genau, die Primärmission, die bisher gezeigt wurde, blenden wir jetzt mal hier kurz ein. Hold. Also Genau. man bekommt am Ende seiner Kommandophase, das ist bevor man läuft, bekommt man für jedes, wenn man 1 hält, 5 Punkte, Genau. wenn man 2 hält, 5 Punkte und wenn man mehr hält, 5 Punkte. Ja, eigentlich sehr einfach, aber auch gut. Weil mehr braucht es eigentlich gar nicht. Nein.
Und mit denen kann man eben dann pro Zug 15 bis maximal 45. Genau, also wenn man jetzt in den ersten 3 Zügen völlig abgeht, Mit so einer Schwarmliste hast du das noch bald mal draußen, würde ich behaupten. dann kann man sich nachher auf die Secondaries kümmern. Und auf das Deny Genau. des Gegners. Ja. Was auch sehr nice ist, dass halt eben Armeen, die sehr stark im Objective Hold nicht das ganze Spiel punkten können durch das eben Ja. durch das Cap. Es ist nicht so, dass wenn ich einfach 2000 Homergatten spiele und das ganze Feld überfülle, dass ich einfach gewonnen habe, weil du nie rankommst. Genau. Oder besser gesagt, weil ich Zug 4 schon so viele Punkte habe, dass du mich nie mehr einholen kannst. Zug 4 habe ich immer noch 45 und mehr gibt's nicht mehr für mich. Ja. Was ich auch noch interessant finde, die Missionen haben ja teilweise noch Sonderregeln, wie bei 4 Pills, die wir gesehen haben, kann man nicht zu den Objectives Deep Striken. Ja. Finde ich ein cooler kleiner Quirk irgendwie. Ja, das voll. macht's Das macht noch so. vor allem die Mission ein wenig unterschiedlich. Ja. Wenn wir jetzt die neuesten aus der 8. Edition, aus dem Chapter Proof, Die sind alle 20, recht was ähnlich ist das? aus. 19, 20? 19. 19. Und dort ist ja so, dass eigentlich die Master-Missionen sind alle sehr gleich mit dem Deckbuilding, aber es gibt immer ja einen kleinen Unterschied, sodass Das man ist mal einen zurückschicken kann vom Gegner, dass man finde verdeckt. Das finde ich toll. ITC ist ja auch eigentlich fast immer gleich, aber bei ITC hat mich zum Beispiel immer gestört, dass es dann jeweils Missionen gibt mit irgendwie 2 Markern Ja, und solche mit 6. Und das ist halt irgendwie... Ja, wie will ich mehr halten wie du, wenn einer da hinten in deiner Aufstellungszone ist und einer mehr hier? ja, Das gibt nie Hold More. genau. Was auch wirklich cool ist, dass wenn ich jetzt mit irgendjemandem spiele, egal wo, muss ich nicht sagen, oh, spielen wir ITC, weil es viel fairer ist, oder spielen irgendwie wir ETC, Master oder ETC gibt es ja auch. Und jetzt kann man sagen, spielen wir eine Mission von GW. Oder wahrscheinlich gibt es das andere auch einfach hoffentlich nicht mehr. Ja. Sondern es wird dann einfach GW gespielt. Ich hoffe, Frontline Gaming wird für alle ihre Turniere jetzt auf die neuen GW-Missionen wechseln. Also wir müssen die Nicht, natürlich dass das für uns eine Rolle spielt, weil wir nicht in Amerika Ja, wohnen, genau. aber ja. Aber ja, Macht sollte man- auch, ich finde das Meta ein bisschen übersichtlicher. ja dann. genau, weil momentan die Meta, die man gut einsehen konnte, zum Beispiel War über ITC? 40kstats.com, war ITC und Kleinere Region. Keine Ahnung, was da gespielt wird. ja genau. Und wenn jetzt alles gleich ist, weiß man auch, dass die Armeen, die auf 40k-Stats zu sehen sind, auch bei uns funktionieren und so. Genau. Dann Ja. gehen wir mal zu den Sekundärmissionen. Ja, auch sehr spannend und sehr schwierig, Oh ja, die sehen so schwierig die aus. bisher gezeigt worden sind. So, das neue ITC Recon, Engage on All Fronts heißt es, glaube ich, das blenden wir jetzt auch ein. Ja. Da macht man ja 2 Punkte, wenn man in 3 Spielfeldvierteln eine Einheit komplett drin hat und nicht in 6 so zu der Mitte. Gefällt mir, weil dann kann man nicht einfach Ja. in der Mitte alles haben. Oder 3 Punkte, wenn man in allen Vierteln so eine Einheit hat. Ja. Aber ich meine, das Spiel geht 5 Züge. Ja, Da muss man das schon jeden Zug schaffen, Erstens wenn mal man musst du maximale Punktzahl schon hat. im ersten Zug genug schnell sein, um in alle Viertel Ja. zu kommen. Weil Deep Striken kann man immer noch nicht im ersten Zug. Ja. Und ab dem 3. Zug auch wieder nicht mehr. Also ja, Ja. ab dem 4. Klingt interessant, ist aber auch schwierig, Ja. je nachdem, Ich denke- in welcher Armee. Gerade wenn er dann irgendwie eine Artillerie hat, hinten dir die Einheit wegballert und dann was Deep strikt. Genau. Dann hast du Ich schon bin auch wieder ein gespannt, Problem. wie die Kill-Missionen aussehen werden. Ja, Aber ich denke, es wird alles so in diesem Theme bleiben. Das Headhunter ist habe ich eher abgesehen. Ja, falls aber ja, kommt sicher. falls ja, zeigen wir es hier und falls nicht, ja, müssen wir halt noch ein wenig warten. Das ist ja bald eine 9. Ja, ja. Und Edition. so wie es aussieht, kommen vielleicht auch irgendwann mal noch ein paar Leaks, oder? Ja. Und dann noch irgendwas Kleines, oder? Ja, mit einem kleinen Was Bonus. Kleines, Und Feines. zwar auf etwas, was wir uns auffreuen, was in der 8. immer etwas zu kurz gekommen ist. Und zwar Die armen, Good Old Vehicles. die armen kleinen Fahrzeuge, oder? Monster auch natürlich. Ja, ja, nee, Monster waren eigentlich immer okay, finde ich. Aber ich muss sagen, Ja, ja, irgendwie- Monster war immer okay. Ja, dieser Garnifex. ich kann. Ja, voll. Nein, irgendwie in der 8. Edition waren so viele Fahrzeuge einfach immer schlecht. Ja. Ich meine, ein Predator, 11 Leben. Da kannst du 2-mal draufschießen und ist er tot. Ja. Das war irgendwie. Ich fand es immer ein bisschen traurig, vor allem weil sie oft teurer waren wie die Infanterie-Vergleichsmodelle irgendwie. Und dann waren sie nie besser. Ja, und viele Buffs gingen meistens auch gar nicht Ja. auf Stratagems zum Beispiel. Veterans of the Long War kann man auf keinen Oder Fahrzeug machen. Chaos, wo die Tactics noch nicht mal auf die Fahrzeuge gehen. Ja, Ich meine, die guten old
Natürlich, alten World Legion Mirrors Trades. Moral Reroll bringt dir nichts, aber Ja, die Demon Engines würden wahrscheinlich schon gerne rennen und chargen aus Red Corsairs. Ja, oder plus ein Angriff der World Eaters Ja, auf aber den Demon nee. Engine. Nö. Nicht noch. Wieso nicht? Nein, aber das, ja. was ich bis jetzt gesehen habe, ich glaube, das Gelände hilft denen, man kann gut verstecken. Ja. Nahkampfschießen auch immer sehr Nachschießen schön. bringt die sicher auch Und was. vor allem viele Fahrzeuge sind jetzt nur schon durch den Punkt, dass man Heavy ignoriert beim Bewegen. Ja, Durch das besser. extrem viel besser. Weil oft muss man sich überlegen, so stelle ich jetzt jetzt hinter der Ruine auf, fahre auch nach vorne und dann treffe treffe ich ich auf noch die die 4. Und wenn da noch ein Flyer ist, auf die 5 und dann, wenn es noch ein Elderfly ist, auf die 6. Genau. Dann, ach, lohnt sich sowieso nicht mehr. Ja, und jetzt kann man immerhin mal sagen, ja, ich stelle den Trupp da hinten auf. Da ist Wieso er nicht? Ich verdeckt. meine, Panzer ignorieren ja jetzt Heavy. Genau. Im Gegensatz zur Infanterie, was ja auch Sinn macht. Ja. Ich denke, es gab noch viele andere große Sachen, aber Ja, das sind so unsere Dinge, worauf wir uns freuen. ja. Und vor allem unsere größeren Sachen, wo wir uns drauf freuen. Ich meine, es Genau. gibt kleinere Änderungen wie Keyword Changes, wie Fly, die ich Ja. auch sehr willkommen heiße. Ja, Aber ich Neue denke, das haben wir Stratagems. alle kommen sehen. genau. Das musste weg. Ja. Ja. Nein, ich bin. Wir sind gespannt. Ich hoffe, ihr freut euch genauso und ich hoffe, ihr freut euch auch auf unsere Battle Report, wenn wir dann 9. Edition mal ausprobieren und zeigen, wie das so funktioniert, was geplant ist. Vergleich 8. Edition, 9. Edition, aber da werden wir sicher noch bald mehr erfahren, wenn es dann soweit ist. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, war's das für jetzt? Genau. Schreibt doch mal in die Kommentare, was euch so gefällt. Oder was ihr gerne sehen würdet auch. Ich meine, wir haben Genau. ein paar Armeen, wir haben nicht alles. ja. Ja, schreibt auf, was ihr euch am meisten freut. Schreibt auch, was euch vielleicht stört, kann ja auch sein. Vielleicht mögt ihr sein Gesicht nicht, so wie ich. Aber kann man nichts Ich habe machen. jetzt zwar von der 9. Edition gesprochen, aber ja, wenn ihr mein Gesicht nicht mögt, schreibt das auch in die Kommentare. Ja, Und dann war's das. genau, Und dann sehen wir uns euch euch bald wieder. beim nächsten Mal. Ja. Genau. Das habe ich mir. Das Abmoderieren ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ja, da sind noch Links zu Unter der Frühlingssonne, das ist ein Spielfilm, den ich gemacht habe. Hat nichts mit Warhammer zu tun, aber schaut ihn euch an. Das ist trotzdem gut. Ja. Tschüss.